Unser Vater im Himmel. Dein Name soll in unsere Gesellschaft scheinen. Dein Reich soll kommen. Was du willst, soll passieren. Im Himmel, aber auch da bei uns. Gib uns heute, was wir heute brauchen. Und vergib uns unsere Schuld. So wie wir auch denen vergeben, die uns wehtun haben. Und bring uns nicht in schwierige Situationen. Mach uns frei vom Bösen. Denn dein ist das Reich, nicht meins. Dir ist alles möglich. Und alles soll dir zu Ehren kommen. In Ewigkeit. Amen. Es ist so schön, da zu sein. Danke vielmals. So cool. Hey, das ist für mich Familie. Wirklich. Vorher sind noch zwei gekommen beten und es ist einfach so, hey Family, wir stehen hintereinander. Und mir ist vorher beim Worship ein Witz in den Sinn gekommen, der gerade noch ein bisschen zu meiner Einleitung passt. Ich finde ihn nämlich gut, ich habe ihn heute gelesen. Und zwar, wenn es so ein bisschen um Familie geht. Der Benjamin Blümchen, kennt ihr noch jemanden? Gut, also, wie hat im Benjamin Blümchen seine Mutter geheissen? Mutter Theresa. Anyway, der ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ich hoffe, ihr könnt lachen, genau. Nein, Family, das ist mega cool. Und es ist mega cool, mit einer Family auch die Serie abzuschliessen. Und zwar hat meine Schwester Luisa den ersten Teil von dem Vater-Unser-Serie einleiten. Sie hat über den guten Vater, unseren Vater, der uns geschaffen hat, der uns kennt, geredet und erzählt. Und der Bruder Lukas hat letzte Woche über das Reich von der heiligen Gott geredet. Der Gott, der einen Willen hat, der seinen Willen geschehen lässt auf Himmel und Erde. Und wir dürfen ein Teil von diesem grossartigen Plan sein. Und heute kommen wir zu einem Thema, das dir und mir vielleicht sehr gefällt. Also mir gefällt es mega, weil letztes Mal der Luki hat über Du-Bitten geredet. Das heisst, wir haben gebetet für Gott. Wir haben gebetet, hey, dein Reich kommt, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erde. Und heute kommen wir zu diesen Bitten da. Und diese Bitten nennt man auch Wir-Bitten. Und wer kennt das nicht? Also ich bete mega gerne für mich. So, wenn es um unsere Bitten geht, hey, dann bin ich die Erste, die betet. Im Bett daheim, schnell fällt das andere ein bisschen in den Hintergrund und ich bete, hey, ja, das müsste ich noch beten für mich und das will ich auch noch und Gott das und das. Kennst du es? Ich glaube, das heute gefällt uns sehr, weil wir beten sehr gerne für uns. Und ich bin heute im Stau gestanden, hier im Auto, im Gubrist. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, hey, ich muss für den Abend beten, ich muss nochmal bewusst beten. Und plötzlich sind mir einfach nur noch Tränen übers Gesicht gelaufen. Und ich habe so gebrüllt. Und ich habe Gott gefragt, hey, wieso brülle ich jetzt? Ich freue mich ja. Und es war so eine tiefe Freude gewesen. Aber ich habe so eine Szene vom Vater gespürt. So eine Szene, dass er heute zu uns reden darf. So eine Szene, dass sich unsere Herzen ihm entgegenstrecken und sagen, hey, ich will mehr von dir, Jesus. Ich möchte mehr von dir. Und es ist so gut, weil im Jakobus steht, dass wir Gott beten dürfen. Es steht, wenn jemandem von euch an Weisheit mangelt, dann betet Gott, weil er gibt gern und euch wird gegeben werden. Und darum möchte ich auch zum Start jetzt beten, dass du und ich haben heute Wünsche an diesem heutigen Abend. Du und ich haben eine Szene, wir haben Fragen und wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen Wir-Bitten machen. Wir dürfen sagen, hey, Gott, schenk mir das, weil er gibt gern, er liebt uns, er ist der gute Vater. Und darum will ich gerne noch beten zum Anfang. Ja, Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir, dass heute der Abend, jeder da rein, der da rein ist, nicht selbstverständlich da hockt, sondern du hast ihn gerufen, du hast ihn gezogen. Und Heiliger Geist, ich möchte dir den Raum, den Abend geben. Wirk du, red du durch mich, dein Reich kommt. Und ich danke dir einfach, dass wir eine Family sind. Und ich danke dir, dass du dein Herz heute am Abend teilst. Brauchst du mich? Du die Worte, schenk Feuer und komm. Ich danke dir, bist du da. Amen. Amen. Hey, ich freue mich mega. Und ich freue mich auch mega, dass die erste Wir-Bitte in dem Teil, den wir heute anschauen, der letzte Teil, ist euch etwas aufgefallen. Wir beten um Essen. Es geht um Essen. Wie gut ist das? Wir dürfen Gott um Essen bitten. Ich liebe Essen. Ich liebe es, wenn wir Gemeinschaft haben und einfach etwas Gutes essen. Und wir haben in den letzten paar Mal gehört, auch letzte Woche, wo der Luki predigt hat, immer so ein bisschen, der Text war im Griechisch gewesen. Und ich finde es mega spannend, die Wörter auseinanderzunehmen. Ich habe das ehrlich gesagt vorher nicht so gemacht oder weniger. Und da habe ich mich ein bisschen mehr darauf hineingelesen. Und es ist mega spannend, was wir dort alles lesen können. Und zwar, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen das beten. Und Jesus lehrt uns das. Und ich habe mich gefragt, hey, was heisst das Tägliche?
Was heisst das täglich im Griechisch? Und das heisst Epiousios. Können wir vielleicht auch lesen, ich weiss nicht, ob man es richtig ausspricht. Epiousios. Und es ist noch spannend, weil man kann es im Griechischen nicht genau zuordnen, was es genau heisst. Weil es ist das einzige Wort im Griechischen in der Bibel, das so vorkommt, genau so. Und darum ist man sich nicht sicher, auch weil es in anderen Schriften nicht steht, oder mit dieser Bedeutung weiss man nicht genau, was es heisst. Aber man nimmt an, wenn man sich ein bisschen verändert, dass es dann heisst, das zum Dasein Nötige oder das für die Existenz Notwendige. Und ich weiss nicht, wir hocken alle da und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir sicher mehr haben als das Existenznotwendige. Allein schon, wenn wir unsere Schuhe anschauen, meistens ist es Nike, ist es Adidas. Ich glaube, das ist mehr als das zum Dasein Nötige. Ich glaube, wir alle haben heute ein gutes Nacht gehabt, oder ein Mittag oder ein guter Brunch oder ein Morgen. Und damit wir den Hunger noch ein bisschen antreiben, den Hunger, den körperlichen Hunger, aber auch den Hunger aufs Wort Gottes, möchte ich mit euch ein paar Bilder anschauen. Wow, ich glaube, ich meine so ein Fleisch, sorry, aber ja, dafür das würde ich weiß auch nicht. Genau, oder auch ein Wasser, ein Zitronenwasser, wir Frauen finden das ja mega cool und so. Oder frische Pasta, ich meine selber gemachte Pasta, wie gut. Wie gut, jetzt kommen noch die anderen. Oder einen guten Wein, oder eine Pizza. Merkt ihr es? Ich glaube, wir alle können sagen, ja, das ist mega fein, weil wir es alle schon gegessen haben. Und ich glaube, wir zahlen mehr für das, als irgendwie für ein Stückchen Brot, das vielleicht noch selber machen oder sonst etwas. Haben wir noch Bilder, oder sind das alle gewesen? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay. Nein, aber habt ihr ein bisschen Hunger bekommen? Weil ich weiss nicht, ich esse auch mega gerne. Jetzt, wenn wir überlegen, ich glaube, genau so Bilder können wir aus unserem Kühlschrank ziehen. Wir können es zubereiten, wir können es aber auch posten. Wir alle haben so genug. Wir haben so genug. Das tägliche Brot, das, was wir zum Leben brauchen, das Brot, wir haben mehr als genug von dem. Und für uns ist es auch ein bisschen schwierig zu verstehen, weil, wenn uns Jesus das lehrt, wir sollen um unser tägliches Brot von heute, das, was wir gerade brauchen, das zum Existenznotwendige. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, es ist für mich schwierig vorzustellen, dass ich heute nichts haben könnte, nicht genug haben oder morgen nicht wüsste, was essen. Also ich weiss nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das sehr, sehr schwierig zum Vorstellen. Und darum ist es mega spannend, dort ein bisschen weiter reinzuschauen. Und zwar, wenn man das Wort nämlich auf Hebräisch übersetzt, dann hat das einen Hinweis auf ein Ereignis aus dem Alten Testament. Ich glaube, Jesus tut das auch mega bewusst brauchen, als er das wählt, das Wort. Und zwar erinnert es an die Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist. Es erinnert daran, an das Manna, das Gott gebracht hat, immer abgeschickt hat und sein Volk so auf tagtägliche Art ernährt hat. Er hat sie versorgt mit Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und das ist mega lustig, weil das Volk Israel ist durch die Wüste 40 Jahre lang umgetigert, gewandert. Es war mühsam, es war heiß. Es hat kein Takeaway gehabt. Oder es hat nicht irgendwie, ich weiss nicht, ein Restauranttester, der dir noch etwas kochen kann oder zeigen, wie es geht, sondern sie sind angewiesen gewesen, dass Gott sie tagtäglich versorgt. Und er hat ihnen den Zuspruch gegeben, hey, dir wird es nicht mangeln, ich werde es runterbringen. Und Manna heisst, übersetzt, oder weil plötzlich das erste Mal, wo das Brot runtergekommen ist, die Leute, was ist das? Was ist das? Und Manna heisst übersetzt, was ist das? Es ist eigentlich noch recht lustig, genau. Und es ist tagtäglich ist das vom Himmel gekommen. Und es ist so gewesen, dass jede Familie Leute geschickt hat, die das Brot haben können einsammeln. Und es ist so gewesen, du hast nur das eingesammelt, was du gerade gebraucht hast. Die Masseinheit hat Gomer geheissen. Das war wirklich nur das, was du aktuell brauchst. Hast du zu viel gesammelt, ist am nächsten Tag sind Würmer vorgekommen. Hast du über viel gesammelt oder für 2 Tage gesammelt, es ist schlecht geworden. Gott hat das Brot geschickt und gesagt, hey, nehmt genauso viel, wie ihr braucht zum täglichen Bedarf. Und es war eigentlich mega gut gewesen, weil niemand hat zu wenig oder zu viel. Teil haben mehr gebraucht, weil sie mehr Hunger hatten, und Teil haben weniger gebraucht. Es war eigentlich die perfekte Versorgung gewesen. Du hast nicht irgendwie einen Mangel gehabt, sondern dir ist es perfekt gegangen. Also ja, eben, es war kein Steak gewesen, aber es war das gewesen, dass sie überleben konnten. Und das ist mega spannend, weil der Paulus,
schreibt im 2. Korinther 8,15 der Gemeinde. Er erklärt, hey, wie könnt ihr den Notleidenden helfen? Und er nimmt Bezug auf das, was Manna damals gebraucht worden ist. Und zwar lesen wir im 2. Korinther 8,15. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist jeder willkommen nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Nicht, dass die anderen Ruhe haben und ihre Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, und jetzt nimmt er eben Bezug auf das im Alten Testament, wo das Volk Israel versorgt worden ist, im 2. Mose 16,18. Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Er hat dort Bezug auf das Manna genommen. Ja, es hat jeder genug gehabt. Und so war es, oder man kann sagen, dass der Überfluss von der einen der anderen ihre Not hat können stillen. Und ich glaube, ich möchte mega auf diesen Punkt heute eingehen, weil wir kennen das nicht so, dass es vielleicht, wir wissen nicht, was wir morgen essen können oder jetzt. Wir leiden nicht mega Hunger, sondern ich glaube, wir sind mega beschenkt. Und ich möchte genau auf das eingehen, dass wir Überfluss haben. Und ich glaube, wenn wir unser tägliches Brot beten, gib uns heute. Es heisst nicht, gib mir, sondern uns. Und ich glaube, Gott ist ein Gott der Einheit. Wenn Christen zusammenkommen und in Einheit beten, das hat eine Kraft, das schlägt Wellen, das ist unglaublich. Und ich glaube, wenn wir in der Riss stehen, auch wenn du dir es vielleicht nicht vorstellen kannst, dass andere leiden, aber wir sehen, glaube ich, genug auch im Fernsehen, dann beten wir das Gebet doch neu mit diesem Punkt oder mit dieser Sicht. Hey, ich habe genug. Aber weil ich aus dem Überfluss genug habe, möchte ich das Gebet brauchen, um in die Hungersnot, um in das Leiden von anderen hineinzustehen und zu sagen, unser Brot, ich habe genug. Aber ich möchte dazu beitragen, dass die Not leiden, dürfen bekommen. Und auch wenn es nur ein Gebet ist, aber ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, Gebet reißt alle Mauern nieder. Ob es du siehst heute oder ob es du siehst in 10 Jahren, aber Gebet wirkt Wunder. Gebet durchbricht alles. Und ich glaube, darum dürfen wir, und ich nehme das mega vor für mein persönliches Leben, ich möchte das in diesem Punkt beten. Hey, ich habe genug, ich möchte in Risse hineinstehen und ich möchte dieser Welt Gutes tun. Und es ist spannend, weil das Brot wird nicht nur bezogen auf den körperlich, das, was du brauchst, sondern ich glaube auch, es ist aufs Materielle. Und ich glaube, uns lenkt vielleicht an Brot immens, aber emotional sind wir oft ausgelaugt, haben wir zu wenig oder merken, hey, ich bin tot, ich mag nicht mehr. Und Gott sagt, hey, ich gebe dir heute den Mut, den du brauchst. Ich gebe dir heute die Kraft, damit du das überstehen. Und darum unser tägliches Brot. Wir beten für uns. Wir beten für uns, für unser Herz, aber auch der vom Nachbarn. Wir sind eins. Und ich glaube, bei Jesus ist das ein grosses Thema, Einheit. Dass wir da dürfen mit diesem Punkt auch immer wieder, hey, ich bete nicht nur für mich, sondern auch für die Welt da aussen. Und vielleicht wirst du nie das Mädchen kennenlernen in Afrika, wo vielleicht dein Gebet hat dürfen, den Hunger überwinden. Aber ich bin fest davon überzeugt, weil Gott ist gross. Gott ist gross und er braucht dein Gebet. Darum fangen wir an, das Gebet auch zu beten, wenn wir alles haben. Weil wir stehen in den Riss rein, ob wir es glauben oder nicht. Ich glaube, dass Jesus das auch bewusst gesagt hat, unser tägliches Brot gibt uns heute mit dem Link aufs Manna dazumals. Weil er hat geredet zu Juden, die das Alte Testament bestens gekannt haben. Die haben gewusst, was das Volk Israel durchgemacht hat. Und ich glaube, er hat ihnen das als ein Reminder gesagt. Als Reminder, hey, ich habe euch dazumals versorgt und ich bin ein Gott, der gestern gleich war, heute gleich war und ich werde der Gott sein in alle Ewigkeit. Darum haltet an dem fest, wenn ihr nicht genug habt. Wenn ihr nicht genug habt, sei es emotional, Unterkunft, Essen, Kleider. Ich versorge euch, ich ändere mich nicht. Und darum, ich glaube, es ist mir so aufgegangen bei der Vorbereitung. Vielmals habe ich das übersprungen oder einfach, ich habe es gesagt, aber nicht nachgedacht. Oder ich habe es nicht gefühlt. Aber mir ist so die Schuppen von den Augen gefallen, hey, Gott versorgt, wir dürfen Einheit aussprechen, wir dürfen in andere Risse hineinstehen, dort wo es mangelt. Und wir dürfen uns auch immer wieder erinnern, Gott ist mein Versorger, mir wird nichts mangeln. Hey, vor ein paar Wochen erlebt, mega simpel, aber ich bin parken und das Parkding hat 5 Stutz gekostet. Und ich habe keine Münze gehabt. Ich so, Scheibe, ich werde Bussen kassieren, ich ziehe das an. Und dann habe ich gesagt, okay.
Und dann ist eine Frau gekommen, hat an die Scheibe geklopft und hat gesagt, hey, ich habe das Parkticket eigentlich rausgelassen, jetzt gerade vorher, aber jetzt haben mir meine Mutter geschrieben, sie braucht mich und ich muss wieder weg. Willst du das 5-Ticket? Also willst du das Ticket? Gott ist dein Versorger in so kleinen Sachen. Die Frage ist, sehen wir es als seine Versorgung? Aber ich glaube, das war ein Engel, den Gott geschickt hat und ich habe mein Ticket legal, also ich habe mein Auto legal parken. Genau, das ist mega cool. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Und vergib uns unsere Schuld. Und vielleicht tut es dir gerade den Rücken kalt ablaufen. Hey, nein, jetzt kommt das Thema Vergebung. Das ist so eine Geschichte, das höre ich immer wieder. Aber Fakt ist, ich möchte Bezug nehmen auf Schuld, zuerst einmal. Wir sind Sünder. Wir sind Sünder. Ich glaube, einem kleinen Kind musst du nicht beibringen, dass es egoistisch soll sein. Einem Kind musst du nicht beibringen, dass es vielleicht einmal lügt und mit dem Schoki verzierten Mauer sagt, ich habe keinen Schoki gehabt. Sondern das ist von Anfang an, dort wo der Sündenfall war, ganz am Anfang, wo wir auch in der Bibel lesen, hat der Mensch sich versündigt. Und Gott ist so heilig. Gott ist so heilig. Und bei ihm, er ist schneeweiß, wenn man es so vergleicht. Und er vertreibt keinen Dreck rund um sich herum, und Sünde ist Dreck. Aber Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für das. Er hat die Millionen Schuld. Weil Jesus redet da auch von, wenn man es übersetzt, von Geldschulden. Und wenn man das ein bisschen vorstellt, Millionen von Franken Schulden, wer kann das zahlen? Jesus hat den Preis gezahlt mit seinem Leben, mit seinem Blut, mit seinem göttlichen Blut. Weil er ist rein gewesen. Er ist der einzige, ich sage jetzt mal, der einzige Christ ohne Sünde gewesen. Und er ist für mich und er ist für dich an das Kreuz und hat den Preis gezahlt. Er hat den Preis gezahlt, damit wir eine Vergebung erleben. Dass uns vergeben ist in den Sachen, die wir immer wieder falsch machen. In den Sachen, wo wir es einfach nicht auf die Reihe bringen. Ich glaube, ich muss nicht ausführen, weil du und ich wissen, wir bringen es alleine nicht auf die Reihe. Probier mal einen Tag aus, wo du sündenfrei bist. Ich scheitere schon in der ersten Stunde vom Tag. Aber sein Blut hat mich gerecht gesprochen und sein Blut hat mich frei gesprochen. Und darum dürfen wir da sagen, Gott, Jesus Christus, hat mir vergeben mit seinem Tod am Kreuz. Er hat den Preis gezahlt. Und darum darf unser Konto von Schulden leer sein. Und es ist sogar ein Gewinn drauf. Wir haben das ewige Leben gewonnen, wenn wir Ja sagen zu ihm. Und es ist noch spannend, weil, wie du merkst, oder wenn du ein bisschen das Vaterunser kennst, es ist das erste Mal, wo Jesus ein «Und» an einem Satz anfügt. Und ich glaube, er hat das nicht unbewusst gemacht, nicht extra. So, er hat es extra gemacht. Bin ich fest davon überzeugt. Weil unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Kann es echt sein, dass wir wie das tägliche Brot nötig haben für unseren Körper, dass wir Vergebung für unsere Seele und für unseren Geist brauchen? Kann es echt sein, dass das so eng zusammen sind? Kann das echt sein, dass wenn wir kein Brot haben zum Leben, kein Essen, wir sterben? Kann es echt sein, dass Vergebung auch uns immer mehr bitter macht, immer mehr uns unfähig macht, zu lieben oder schön zu sehen? Und dort ist es auch wieder spannend, weil wenn wir im Griechischen schauen, heisst es eigentlich, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldner vergeben haben. Ich weiss nicht, welche Zeitform das ist. Ich glaube, Plusquamperfekt. Sonst die Lehrer unter uns können jetzt aufstrecken und mich korrigieren. Es ist mega spannend, weil, wenn mir vergeben ist, Jesus hat mir vergeben und er vergibt mir immer wieder. Wenn ich Sünde bekenne, er vergibt so gern, er liebt es. Er liebt es. Wenn wir kommen und sagen, Jesus, ich habe es nicht im Griff. Ich habe es wieder nicht fertig gebracht. Da, nimm mein Gepäck und lass mich frei sein. Und wir sind frei. Uns ist vergeben. Und wir haben unseren Schuldner vergeben. Ist manchmal noch schwierig, oder, zu vergeben. Und ich habe eine Geschichte gesucht, wo das ein bisschen vielleicht auch erklärt. Und ich habe eine persönliche Geschichte mitgebracht, wo ich zuerst recht am Struggle war, ob ich die bringen soll. Aber ich habe mega das Gefühl, dass es mega veranschaulicht. Dass, wenn du vergisst, dein Herz frei wird. Und es ist nicht, weil ich geschafft habe, zu vergeben, sondern ich möchte darauf hinweisen oder zeigen, hey, wenn man vergeht, Jesus macht so frei. Wir dürfen frei sein. Wenn wir Sachen abgeben an das Kreuz, an das wunderbare Kreuz, dann dürfen wir frei sein und es macht einen Lebenschange. Und bei mir hat es einen Lebenschange gemacht. Und ja, ich möchte euch die Geschichte erzählen. Und zwar war das etwa vor 2 Jahren.
wo wir mit ein paar Freunden, christlichen Freunden, in ein Ferienhäuschen sind. Und wir haben eigentlich das Ziel von diesem Wochenende war, hey, wir möchten Gott suchen. Wir möchten Gott suchen und wir möchten mehr über unser Leben erfahren. Wir möchten Visionen bekommen, wir möchten Träume bekommen. Und der erste Tag war mega cool, es waren gute Freunde. Und der zweite Tag ist dann ein guter Freund, also einer meiner besten Freunde, ist wie ein gedrehter Handschuh gewesen. Und wir haben gedacht, hey, das ist Angriff, wir müssen für ihn beten. Und er war so ein gekehrter Handschuh gewesen. Er wollte nicht mehr mit uns reden. Er ist im Zimmer und hat die schlechteste Laune ever gehabt. Und wir sind dann heim und wir sind so enttäuscht gewesen, weil die Stimmung hat uns so abgezogen. Und ich habe nicht gewusst, wieso. Vor allem gegen mich war es so etwas mega komisches gewesen. Und ein paar Monate später, sagen wir 2, ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, Katrin, wir müssen reden. Dann habe ich schon gedacht, nein, jemand hat sich wieder in mich verliebt, mega scheisse und so. Und ja, Emel, Frau, ihr versteht mich, oder? Ich weiß nicht. Und dann nachher sind wir wirklich... ja, es ist manchmal mega blöd. Friendzone ist manchmal mega unangenehm. Und wir sind dann in das Zimmer und er hat angefangen zu brüllen. Und ich so, nein. Und dann, ich weiss nicht, ob du das kennst, wenn jemand akustisch etwas ausspricht, aber du glaubst, dass das jetzt nicht gesagt worden ist. Das kann nicht sein. Das ist ein Fata Morgana in meinen Ohren. Das kann nicht sein. Und zwar hat er gesagt, Katrin, schau, der Grund, wieso ich an diesem Wochenende plötzlich so komisch war, vor allem gegen dich, war, bevor du duschen bist, habe ich an vielen verschiedenen Ecken GoPros installiert. Und ich habe dich aufgenommen. Und ich habe das geschaut und immer wieder geschaut. Und ich bin dort gehockt und ich habe es wirklich nicht geglaubt. Es war wie, dass mir jemand den Boden von den Füßen wegreißt. Und ich weiss nicht, ob du weißt, was Katrin heisst, aber Katharina oder Katrin heisst die Reine. Und ich habe mich so schmutzig gefühlt. Ich habe mich so benutzt gefühlt. In diesem Moment, ich habe mich richtig missbraucht gefühlt. Und es war so, was? Und ich bin heim und ich habe gebrüllt und ich kann nicht mehr können. Ich habe mich so dreckig gefühlt. Und es ist Wochen gegangen, ich bin in Räume reingekommen und ich habe überall, mein Blick ist automatisch in die Ecke. Ich bin Sachen vorziehen, weil ich Paranoia hatte, dass wieder jemand Aufnahmen machen kann von Sachen, die einem nicht gehören. Er hat etwas genommen, das ihm nicht gehört, wo ich nicht Ja gesagt habe. Und es war für mich so schlimm gewesen. Und es ist so weit gegangen, dass ich plötzlich angefangen habe, bei Männern einfach gerade zack zu. Und irgendwann bin ich allein im Zimmer gehockt und ich habe eigentlich nicht einmal das wirklich überlegt. Und plötzlich hat der Heilige Geist angeklopft und gesagt, hey Katrin, schau, da ist etwas, was du nicht vergeben hast. Und ich weiss, es ist schwierig. Ich weiss, es ist dir etwas genommen worden, das dir nicht gehört. Aber ich bin die Wiederherstellung. Jesus ist gekommen, damit du wiederhergestellt werden darfst. Und er hat dir vergeben. Und in diesem Moment habe ich die Liebe gespürt, die Jesus an dem Kreuz für mich empfunden hat. Und ich habe es fast nicht ausgehalten. Die Liebe, das ist eine Liebe, die kann man nicht erklären, sondern du kannst nur brüllen und sagen, danke Jesus, danke. Und ich habe gemerkt, dass ich ihm vergeben soll. Nicht, weil Jesus das mega von mir verlangt, aber mir steht im Lukas 17,3 habe ich die Bibel aufgeschlagen und dort ist gestanden, wenn dein Bruder sündigt, so weis ihn zurecht und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und ich habe plötzlich gemerkt, durch den Vers, er ist nicht mega cool, ich schreibe das in mein Lieblingsversebüchlein, aber ich habe gemerkt, hey, Jesus hat mir vergeben, Jesus Christus hat mir vergeben. Und er ist der Richter, nicht ich. Und wenn ich das nicht abgebe, dann tue ich nicht ihm etwas zu leid, dass ich sage, schau, da bist du selber die Schuld, ich bestrafe dich, sondern ich tue mir etwas zu leid, weil ich halte mich gefangen. Und ich durfte das abgeben. Ich bin dann mit einer guten Freundin von mir beten und ich durfte Vergebung aussprechen. Und es ist heilig in meinem Leben passiert. Ich musste nicht mehr in die Ecke schauen ab diesem Zeitpunkt. Ich musste nicht mehr schauen, ob eine Kamera versteckt ist. Ich durfte den Mann wieder in die Augen schauen und ich durfte mich sauber fühlen. Jesus hat den Riss wieder zugemacht. Und er hat ihn nicht einfach geflickt mit einem Band, sondern er hat ihn wieder hergestellt. Und das ist Vergebung. Das ist, wenn wir Vergebung aussprechen dürfen. Und es ist nicht so, dass wenn du vergisst, dass es wie war, es ist passiert, und du musst es vergessen.
Das verlangt Jesus nicht von uns. Sondern was in der Bibel auch steht, im 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Wenn dir etwas angetan worden ist und du merkst, du bist verletzt, Jesus kennt deinen Schmerz. Und er kommt in diesen Schmerz hinein und er möchte dich heilen. Und ich glaube, wenn bei uns ist, in der heutigen Generation oder auch sonst, wir müssen lernen, zu vergeben. Nicht, weil es amigs logisch in unserem Kopf ist oder in unserem Herz, sondern es macht uns frei. Gott ist der Richter, wir dürfen das abgeben. Und es ist nicht, weil Jesus den Prozess sagt, ja, du bist jetzt langsam, jetzt vergib doch endlich, sondern er kommt mit Liebe. Und er will, dass wir frei sind. Weil dort, wo der Geist vom Herrn ist, dort ist Freiheit. Und du darfst den Prozess aufarbeiten. Und ich glaube, Vergebung ist in meinem Leben der Punkt. Ich habe es nicht mega gespürt, um zu sagen, hey, oh, das ist jetzt... Aber die Liebe von Jesus hat mich bereit gemacht zum Vergeben. Und ich durfte lernen, den Prozess wieder angefangen, den Mann wieder in die Augen schauen und all das. Du darfst Schmerz haben, aber ich glaube, dass Jesus in das hinein will kommen. Und gib es ab. Ich kann nur aus meinem Leben sagen, abgeben ist schwierig gewesen, ich habe gebrüllt und es hat weh getan. Aber es war der Moment, wo Heilung anfangen durfte, wo ich vergeben durfte. Genau. Und ja, es ist so schön, wenn du darfst sehen im Rückblick, dass Jesus Wunder in deinem Leben tut. Und ich bin überzeugt, er macht auch heute am Abend Wunder. Dann tut das mein Herz, oh, Jesus, du bist so gut. Genau. Und führe uns nicht in Versuchung. Und das ist ein Ding, wo man auch ein bisschen erklären muss. Und zwar, führe uns nicht in Versuchung. Ein Gott, der mir vergibt, ein Gott, der mich liebt, wo man auch sagt, unser Vater im Himmel. Wieso müssen wir ihn bitten und führe uns nicht in Versuchung? Tut Gott uns in Versuchung führen? Und ich kann da wirklich sagen, nein, Gott führt uns nicht in Versuchung. Gott ist ein Gott von der Liebe und er ist allgemein mit Liebe gefüllt. Versuchung in diesem Punkt müssen wir übersetzen. Und zwar tut man das Wort auch übersetzen mit Versuchen nicht im Sinne vom bösen Versuchen, sondern vom Prüfen und Testen. Und ich sehe ganz viele Sachen in meinem Leben, wo ich zuerst gemeint habe, hey, Gott, willst du mir jetzt da eigentlich reinbremsen? Geht's noch? Und ich habe nachher im Nachhinein gemerkt, hey, Gott hat das Prüfen, das Testen gebraucht, weil er hat mir zeigen, was in mir steckt, was ich durch ihn kann erreichen kann. Wenn ich glaube, dass Jesus alles möglich ist. Wir sind manchmal in schwierigen Situationen und ich glaube, das wird auch nie aufhören. Aber es ist ein Testen, um zu sagen, hey Katrin, du kannst dort durchgehen, du kannst überwinden. Du kannst überwinden, weil ich dein Überwinder bin, weil ich überwunden habe. Und du darfst es mir gleich tun mit dir. Und Gott ist ein Gott, er ist allgemein gut. Und wir lesen im Jakobus 1,13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben. Alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung noch Wechsel von Licht und Finsternis ist. Er ist der gleiche Gott gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Gott ist Fan von dir und er wird dir nie irgendetwas Böses zumuten. Er wird dir nie etwas Böses antun, sondern was er will, und das verstehe ich so, ist, er möchte dich testen, er lässt Sachen in deinem Leben zu, die du vielleicht nicht verstehst und sagst, hey, nein. Aber ich glaube, in uns steckt ein Überwinder. In uns steckt die göttliche Kraft, die uns sagt oder die uns zeigt, hey, ich möchte, dass du überwindest. Ich möchte dir zeigen, was in dir steckt. Und der Luki hat letzte Woche auch schon das Beispiel gebracht, Gold wird erst im Feuer richtig goldig oder es wird rein gemacht, es wird gelötet. Und ich glaube, das ist auch für uns, wenn wir durchs Feuer gehen, wenn wir durch gewisse Sachen gehen, wo schwierig ist. Gott möchte zeigen, dass was in uns liegt. Es liegt so viel Gutes. Es liegt so viel Gutes, wo wir einfach überwinden und zeigen, hey, Jesus ist mein König und wir dürfen das Licht sein in dieser Welt. Genau durch das. Erlöse uns von dem Bösen, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Ich finde es ehrlich gesagt schwierig. Ich muss sagen, an diesem Satz habe ich recht lange gehapert, um zu sagen, hey, was kann ich da euch sagen? Oder ich verstehe es ja selber nicht ganz. Und es ist aber noch spannend, weil Jesus sagt das ja noch zu seinen Lebzeiten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ein paar Jahre später, oder ein paar Momente später, ist Jesus an das Kreuz genagelt worden und hat den Tod überwunden. Er hat uns von dem Bösen befreit. Ist noch recht spannend, weil er lehrt den Jüngern und den Menschen das schon dort. Und ich glaube, er ist dort mega visionär. Und wenn wir das beten heute an diesem Tag, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann glaube ich, dürfen wir visionär sein. Hey, wir sind erlöst, wir haben den Freikauf, wir haben den Sieg gewonnen mit Jesus, aber wir sind noch in diesem Spalt drin, wo die Welt noch wo die Sünde uns noch immer wieder in die Prange nimmt und wo wir immer wieder die Probleme haben. Aber es ist die Hoffnung und die Gewissheit, dass wir einmal frei sein dürfen. Es ist die Hoffnung, dass einmal alle Tränen getrocknet werden. Es ist die Hoffnung von dem ewigen Daheim. Und es ist die Gewissheit, dass wir einmal beim Vater sein dürfen und mit allen Engeln und mit allen anderen Menschen, mit dir und mit mir, dürfen den Vater anbeten. Und ich glaube, das ist Hoffnung für mich. Er hat uns vom Bösen erlöst. Auch wenn wir es amigs nicht sehen, aber es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und darum dürfen wir die Hoffnung haben, Visionen dürfen zu haben. Und ich glaube, in einer Welt, wo es Hunger gibt, in einer Welt, wo wir zusammenstehen und sagen, hey, und wir lassen es nicht zu, dass in unserem Umfeld Familie kaputt gehen. Wir lassen es nicht zu, dass Schuld andere kaputt machen, sondern dass wir einstehen. Er hat uns vom Bösen erlöst. Wir dürfen vergeben, weil er uns erlöst hat, weil er uns Vergebung geschenkt hat. Wir dürfen anderen geben, weil er immer wieder zeigt, hey, und ich gebe dir, und ich gebe dir im Überfluss, du darfst geben. Und solange es in dieser Welt noch Hunger gibt, solange es in dieser Welt noch Schuld, Tod, Hass gibt, solange wir immer wieder in Unvergeblichkeit leben, ich möchte nicht aufgeben, an dieser Hoffnung festzuheben, wo der Vater uns heute an diesem Abend auch wieder sagt. Heb fest, ich habe dich befreit. Du darfst aus diesen Situationen, die dir leid sind, darfst du rauskommen. Am Schluss beten wir noch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dem Gott, wo alles gehört. Der Gott, wo die Kraft und die Herrlichkeit hat in Ewigkeit. Der Gott, der ewig ist. Der Satz ist in Klammern in ganz vielen Bibeln. Weil er gehört eigentlich nicht zum Vater unser. Dazumals hast du an wichtigen Sätzen oder Gebet hast du das angetan. Wie eine Floskel. Wie das, wenn wir sagen, am Ende von einem Gebet, Amen, so sei es. Aber es ist so stark. Weil ich glaube, der Satz fasst auch so viel zusammen. In unserem täglichen Brot, hey, es ist sein Reich, das mit uns aufgehen darf, wenn wir in andere Risse hineinstehen. Es ist seine Kraft, die immer uns wieder Kraft gibt, um zu sagen, hey, und ich gebe nicht auf. Es ist seine Herrlichkeit, die wir sehen dürfen, indem wir in andere Risse hineinstehen und dürfen sagen, hey, und ich stehe für dich ein und ich bete für dich. Das Gebet, wir beten für uns, aber wir beten auch für unsere Nächsten. Und ich glaube, ich liebe es, dass Gott sagt, hey, ihr dürft für euch beten, was euch beschäftigt. Und er fordert uns aber auch raus mit dem Gebet, immer wieder. Und ich habe die letzten 2 Wochen, ist mir das wirklich immer wieder krass in Erinnerung gekommen. Und zwar das Lied, wir sind keine Sklaven mehr von der Angst. Und ich habe immer wieder gedacht, wieso kommt mir das Lied immer wieder, das Lied werden wir singen miteinander. Und ich möchte einfach noch einen Bezug darauf nehmen. Und zwar im 2. Korinther 3,17 steht, dort wo der Geist vom Herrn ist, dort ist Freiheit. Und bei Freiheit musst du keine Angst mehr haben, weil du bist freigesprochen. Du musst keine Angst mehr haben, genüge ich bei Jesus, sondern du bist freigesprochen und reingewaschen. Und ich bin nicht mehr länger Sklave von der Angst. Wenn du Angst hast, dass es dir nicht langt, wenn du Angst hast, Angst haltet uns immer wieder zurück, am Guten festzuhalten und zu sagen, hey, Gott versorgt mich. Weil wir könnten ja morgen nicht genug haben. Sei es finanziell oder emotional. Ich schaffe das nicht. Ich werde nie aus dieser Depression rauskommen. Vieles hat mit Angst zu tun und fängt mit Angst an. Vieles fängt mit Angst an. Man hat Angst, wenn ich vergebe, dann habe ich ja das nicht mehr im Griff. Was passiert dann? Dann wird mir das Recht weggenommen, böse auf jemanden zu sein.
Führe uns nicht in Versuchung. Wir haben immer wieder Angst, dass wir fehlen und wir das Gefühl haben, wir sind von Gott abgelehnt. Es ist nicht so. Wir sind freigesprochen durch Jesus Christus. Und ich möchte heute an diesem Abend wirklich aussprechen, es ist Freiheit in diesem Raum. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann hast du die Freiheit. Dann ist keine Anklage mehr, sondern es ist Freiheit über dein Leben ausgesprochen. Und darum möchte ich wirklich mit dem Lied, das wir nachher singen, ich wünsche mir, dass du das bewusst singst. Und zwar singst, dass du sagst, hey, Jesus, ich gebe dir die Angst an. Wenn du Angst hast, dass es dir noch jetzt nicht könnte lange. Wenn du Angst hast, wenn du merkst, du bist in Unvergebenheit. Unvergebenheit mit deiner Familie. Unvergebenheit mit dir selber. Und Angst hast, das loszulassen, dann möchte ich dich ermutigen. Und du wirst merken, der Heilige Geist ist in diesem Raum, er ist in deinem Herz und er lebt in dir. Und mit dem Heiligen Geist zusammen, er wird dir zeigen und anpöppeln. Und er ist so sanft. Und ich möchte dir mega Mut machen, dass du das Pöppeln nicht ignorierst, sondern sagst, hey, und ich vertraue dir. Weil wir haben einen Gott von der Liebe, wir haben einen Gott, der das Beste will und er gibt uns nicht auf. Wir singen das Lied und ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du den Preis gezahlt hast, damit wir schuldlos sein dürfen. Du hast etwas gezahlt und du hast etwas gegeben, das uns freigesprochen hat. Und ich rufe Freiheit aus an diesem heutigen Abend. Freiheit aus, dass wir alte Sachen loslassen dürfen. Dass wir mutig sein dürfen. Dass wir Überwinder sein dürfen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihe gehst und bei jedem Einzelnen das aussprichst. Dort, wo Mutlosigkeit ist, dass du mit Mut kommst. Dort, wo du mit Unvergebenheit kommst. Dass du die Liebe ausgüssest. Dass du uns die Liebe offenbarst und dass du uns zeigst, was der Tod von Jesus an diesem Kreuz bewirkt hat. Was das für unser Leben heisst. Und ich bitte dich, dass wir, wenn wir diesen Song singen, dass du uns offenbarst, dass wir Überwinder sind. Dass du uns offenbarst, dass wir mit dir alles können und dass uns vergeben ist. Dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir, Jesus, dass du einfach jetzt mit deiner Liebe kommst. Du bist treu. Du bist so treu. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.